Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Baldur's Gate 2 Schatten von Arm auf Pelzig. Ja, Helm hat uns herbefohlen, also retten wir doch mal mit seine Vertreter. Ja, Aber ich kümmere vorher mich drum. rahmen wir nur noch die Boot leer. Schöne Tempelhänse hier auf jeden Fall. Helm sieht alles, wisset dies und seid gerichtet, sagen die, glaube ich, immer die NSCs. Aha, da haben wir auf jeden Fall ein schöner Türkis. Und jede Menge Bücher und so ein widerwärtiger Dark Drillers Trank. Was ist denn das für ein ekliges Zeug? Ah ja, stimmt, der war voll. Festüle der Alchemist oder Festul der Alchemist. Der Trank ist angeblich dazu in der Lage, einen Oger auszuschalten. Das kleine handgeschriebene Etikett warnt eindringlich davor, den Trank an irgendjemand anderen als einen Oger zu verabreichen, da der Geschmack des Trankes auf die Ogerrasse abgestimmt ist. Man könnte auch sagen, dass der Trank für jeden außer einem Oger ausgesprochen widerwärtig ist und vermutlich dazu führt, dass man sich erbricht. Okay, das behalten wir doch mal im Hinterkopf hier, das Ding. Nehmen es einfach mal mit. Außergewöhnliches Zeug, vielleicht treffen wir hier mal einen Oger. Okay, die lassen hier anscheinend Lautsprecherdurchsage durchfließen. So, gucken wir uns hier nochmal um. Nur Bücher. Hier ist es ja leid, was hat denn ihr für Kerch? Cap, Runk und Protz, habt ihr alles in die Statue investiert oder was? Aber hallo, die Ritterstatue sind trotzdem sehr geil. Helm wird ja eigentlich auch einfach nur als Ritter dargestellt in Rüstung. Dann lassen sie die Arschsprecher-A-Saga noch auf Englisch durchrasseln. Nicht mal auf Deutsch. Okay, da können wir was knacken. Ja, nur Quatsch drin. Wirklich nur Quatsch. Also anscheinend wirklich ein bettelarmer Tempel. Fast so Leute sollen wir jetzt auch noch arbeiten. Ich weiß ja nicht, okay. Ja, allmählich platzt unser Inventar. Aber mit dem müssen wir... Hohe Wachen da Eusig. Müssen wir nicht mit dem sprechen. Sagt mir, was ist schon. Ich glaube aber, mit dem müssen wir sprechen. Der kann gar nicht beschäftigt sein. So, jetzt haben wir rein mit uns. Wenn Und es denn sein muss. warum bist du beschäftigt, du Knetkopf? Gibt's dann das? Helm benötigt für den Moment nichts mehr. Ihr werdet gerufen werden, wenn man euch braucht. Okay. Aber die wollten doch mit mir retten. warte. Gute Es Idee, das eilt mir zu und übertragen. ach du liebe Zeit. Bloß niemand warte. Helm sieht alles, wisse dies und seid gerichtet. Ja, wusste ich doch, dass das dumme Gebabbel war von Denner. Okay, da haben wir nichts. Nee. Das ist alles viel zu teuer. Das finden wir auch günstiger. Wobei, Helm sieht alles, wisse dies und seid ihr könnt gerichtet. identifizieren, sehe ich. Das ist schon mal nicht schlecht. Da können wir das zu der üblichen Preise identifizieren. Was haben wir dann da? Kurzschwert plus 2, Bastardschwert plus 1 und beschlagener Lederwams plus 1. Schon nicht schlecht. Das Ding können wir auch noch identifizieren. Das ist eine Schutzformel gegen Kälte. Ansonsten haben wir nichts weiter zu identifizieren. Okay. Na gut, wenn die hochheilige Trottel jetzt mit uns retten wollen, dann ist das halt so. Ich hoffe, das bringt was. Dann tät ich aber Sache. Ich erledige jetzt noch etwas. Und zwar gehen wir nochmal kurz ins Regierungsviertel und dann kehren wir vielleicht nochmal einfach hier zurück, damit die mit uns sprechen, die Hochwohlgeborenheite hier. Ich kümmere mich Wir drum. können nämlich hier noch was machen beim Rathaus. Beziehungsweise, das ist das Gebäude des Rates der Sechs. Und Adkatla wird vom Konzil der Sechs, vom Rat der Sechs geleitet. Tag, Freund. Oh, es ist Korgan Blutaxt. Ich habe lange die Zeit noch reichen eure Anhänger Ausschau gehalten, aber das sind andere bewaffnete Kameraden als sonst. Wenn der Tabaksack und die anderen Verräter, man. Nee. Das hier ist mein neue Trupp und die ist sowieso viel besser. Aber jetzt genug von eurem Gewäsch, Mensch. Ihr habt mich gebeten zu kommen. Habt einen Vertrag für Korgan oder nicht? Wenn ihr nur mal Zeit vergeudet habt, ich warne euch, das kann ich überhaupt nicht ab. Oh, du besteht in der Tat einen Zusammenhang. Aber vielleicht soll ich mich eure neue Freunde erstmal vorstellen, Herr Blutaxt. Ich mag einen falschen Eindruck erwecken. Machen, was da wollt, Langbä. Aber nenn mich noch einmal wieder Herr Blutaxt. Mein Name ist Korgan und sonst nix. Und ihr könnt mit Abdel Adrian hier sprechen, wenn ihr mit einem von uns hier retten wollt. Mein Name ist Marden. Ich vertrete einen Meister von Adkatla aus dem Orde von der verhüllte Magier. Er beabsichtigt, euer Dienst in einer dringenden Angelegenheit in Anspruch zu nehmen. Ach ja? Und welche Angelegenheit bezieht er sich? Oh, die Musik ist so geil. Die Angelegenheit ist sehr delikat. Ich wurde nur über wenig Dinge aufgeklärt. Tolgerias, für den ich spreche, will euch dringend treffen und die Sache mit euch besprechen.
Ja, der Hopp, sag mal wie und wo ich den Tolgerias treffen kann. Er wird erfreut sein. Meister Tolgerias hält sich im Regierungsgebäude hinter mir auf. Ihr könnt hineingehen. Lassen euch nicht aufhalten. Ich bin nicht gerade begeistert für die verdammte Zauberer zu arbeiten. Aber das könnte ein sehr profitabler Vertrag sein und ich werde nicht für ein schissische Arke was rauslassen. Ihr sollten dran denken, Abdel Adrian, dass die verhüllte Marke euch vielleicht Infos liefern könnten. Und vielleicht eher gewillt wären, desto durch, wenn ihr ihnen Gefallen getan habt. Aber nee, es ist eure Entscheidung. Ich finde, wir sollten zumindest mal Nike und mit dem Tolgerias quatschen, oder? Und die endgültige Entscheidung überlasse ich dann fairerweise euch, Abdel Adrian. Und das ist ja richtig nett, wenn er sein kann, hier der Korgan. Alle hopp. Ich mag aber, bevor ich hier mit dem freundlichen Tolgeria spreche, erstmal mit dem Cornel hier spreche. Warum sind die alle beschäftigt? Das gibt's doch gar nicht. Warum sind die ganze Knetcap hier beschäftigt? Hallo, jetzt ist der Tolgerias auch beschäftigt. Also, Mann, oh Meter, also irgendwas hängt hier gewaltig. Irgendwas hängt hier gewaltig. Lassen mich gerade mal speichern. Das kann's nicht sein. Das kann's echt nicht sein. Nochmal raus aus dem Saftlader. Wir laden es noch einmal. Das kann echt nicht sein. Also, dass die ganze Hanebampel hier auf Ammo beschäftigt sind wie noch was, das geht gar nicht. Das sind alles Questgeber oder Leute, mit denen man sprechen muss. Also komm. Ich kümmere mich drum. Na Allah, jetzt kann ich ja mit dem Retter. Welche Aufgabe erfüllt? Naja, was kann ich für euch tun? Ihr seid offensichtlich fehl am Platz. Wenn es also nicht wirklich Wichtiges gibt, muss ich euch sagen, dass ich viel zu tun habe und von Leid wie euch will ich nicht belästigt werden. Ja, welche Aufgabe erfüllten ihr hier und welche Abteilung von der Verwaltung gehörten ja? Wenn es so brennt, wenn es euch so brennt interessiert, will ich es euch sagen. Ich muss mich mit der verwaltungstechnischen Aspekte von der Einschränkung mystischer Kräfte rumschlagen. Die Anwendung von Magie ist in dem Land eingeschränkt und das ist auch gut so. Magier sind gefährliche Abweichler. Aber ich habe zahlreiche Magier in der Stadt gesehen und die scheinen keine Schwierigkeiten mit der verhüllten Magier zu kriegen. Ich bin mir sicher, dass ihr euch irren müsst. Die Magier, von denen ihr sprecht, können entweder zu der verhüllten Magier oder sie hinbewiesen, dass er wert sind, eine Lizenz zur Besitz, um hier in der Stadt Magie zu wirken. Wie kann ich dann beweisen, dass man wert ist, eine Lizenz zu erhalten? Nun, als erstes müsstet ihr finanzielle Spende leisten, denn da erlauben wir euch Magie in der Stadt zu wirken. Falls ihr euch als Abweichler erweist, verliert ihr die Lizenz wieder. Und wie sieht die finanzielle Spende hier genau aus? 50.000 Goldmünze, nicht weniger. Und falls ihr euch des Privilegs in Magie zu wirken als unwürdig erweisen sollten, wird das Gold nicht rückerstattet. Oder hopp, hier, nimm. Und das Geile ist, der meint nicht 50.000, er meint nur 5.000. Das heißt, es werden nur 5.000 Goldmünze abgezogen. Ah, ich verstehe. Ausgezeichnet, mein Fürst. Ihr und euer Gefährte haben euch hiermit das Recht erworben, innerhalb von der Stadtgrenze Magie zu wirken. Missbraucht das Privileg nicht oder ihr verliert sofort wieder. Dankeschön. Ich bin einer der wenigen Auserwählten. Ah ja, wie ich sehe, hat Badin sich wieder als treue Seele erwiesen. Wie geht's euch, mein zwergischer Händler? Seid ihr der Aufgabe, für die Badin euch rekrutiert hat, gewachsen? Ich bin zu jeder Standart bereit, Zauberer, aber Abdel Adrian hier muss noch ein bisschen überzeugt werden. Also sein Wunsch ist unser Befehl und in der Angelegenheit. Wirklich? Gemäßigt die Einstellung, als ich von euch erwartet hätte, Zwergel. Die Vorteile von dem Dienst an der verhüllte Magier liegt nun wirklich auf der Hand. Vielleicht hat man ihn ein bisschen von dem verlauten lassen, worum es hier geht. Ne? Na, aller hopp. Es geht um etwas, von dem ich gern sehe, dass ihr es macht, wenn es euch da immer noch hören wollt. Ich bin jetzt da, ihr könnt also auch sagen, worum es geht und was ihr von mir wollt. Tja, das hättet ihr wohl gern, was? Das ist eine heikle Angelegenheit und ich kann nicht jedem hergelaufenen Neugierige alle Details ausplaudern. Ich brauche euer Einvernehmen für die Aufgabe. Gott verdammt die Scheiße, ich hätte wissen müssen, dass die Zauberer das einfordern täten. Liegt bei euch, Abdel Adrian, aber ich treten lieber in de Bobbes, als dass ich reinschlupf. Anna, was sagen wir? Stimmt die Aufgabe zu und ich will euch alles erzählen, was ihr wissen wollt. Ja, wie kann ich Ihnen etwas Einwillige, von dem ich nicht mal weiß, was es ist?
Ja, das sind selbst für jemand wie mich hohe Ansprüche, ne? Ihr seid bestens dazu in der Lage, die Aufgabe zu erledigen, und sie steht auch nicht im Widerspruch zu eurer derzeitigen Loyalitätsbegründungen. Und ihr täten das Wohlwollen von der verhüllten Magier gewinnen, mal ganz zu schweigen von der beträchtlichen Belohnung. Aber wenn ihr euch unbedingt weigern wollt, dann kann ich euch auch nicht davor abhalten. Ich will mehr über die Belohnung wissen, bevor ich zustimme. Die Belohnung. Abenteurer haben vielfältige Verwendungsmöglichkeiten für Gegenstände im Besitz von der verhüllten Magier. Es ist wirklich zu schade, dass Magie in Ardcatla so verachtet wird, dass sie wahrlich von vielerlei Nutze sein kann. Raus damit, Zauberer. Wenn's was zu holen gibt, dann will ich das wissen. Wir bieten euch einen Gegenstand von beachtlicher magischer Kraft an, sowie eine beträchtliche Anzahl von Goldmünzen. Aber auch hier muss ich mal jetzt, bevor ich fortfahre, erst eurer Zustimmung gewiss sein. Um ehrlich zu sein, das, was der anbietet, ist Schampel. Ich weiß genau, wie das abgeht, die Sache, die der Haber will. Und ich stimme jetzt mal zu, das können wir auch später noch erledigen. Ihr habt mein Wort, genau, die Nummer 4. Großartig. Die Zustimmung bedeutet, dass die verhüllte Magier euch beim Wort nehmen werden. Die Angelegenheit bedarf größter Diskretion und Zweckmäßigkeit. Es gibt ja etwas, was uns nunmehr seit bereits über einer Woche plagt und was inzwischen ziemlich beunruhigend worden ist. Euch ist die vorherrschende Meinung gegen Magie hier in Am bekannt, ne? Naja, bei einigen ist es sogar mehr als das ein brennender, offensichtlicher Hass. Ein bestimmter Mann hier in Ardcatla hat einer von der unsricher kaltblütig ermordet. Er hält sich gegenwärtig versteckt und wir möchten, dass ihr den Kerl aufspüren. Wir waren bisher nicht dazu in der Lage, was uns sehr frustriert hat. Verhüllte Magier können nicht ohne Nebenwirkungen angegriffen werden und das führt zu ernsthaften Problemen. Ja, wer ist denn der Mörder und wie soll ich ihn finden, wenn ihr es schon nicht gekannt habt? Er heißt Valiga Quartala, jüngster Sohn von einer wohlhabenden Familie und ein richtiger Brutalo. Seht euch um und fragen die Leute. Vielleicht findet ihr raus, ob er sich in der Stadt oder irgendwo anders aufhält. Er hat ein Haus im Hafenviertel, aber er könnte auch in die Oma-Hügel geflohen sein. Seine Freunde und Bedienstete wollen nicht mit uns sprechen, aber vielleicht tun sie das ja mit euch. Ja, das erste ist jetzt nicht gerade so passend mit dem Ich bin kein Mörder. Gibt's sonst schon etwas, was ich wissen sollte? Mir fällt nichts mehr ein. Bring die versprochene Aufgabe zu Ende und die verhüllte Magier werden erfreut sein. Jo. Na, ich werde den Mörder auch spüren und ihn euch überstellen. Ihr gabt uns euer Wort, also erwarte ich auch nichts Geringeres. Ich erwarte in Bälde den Körper von dem Mörder argsichtig zu werden. Kopfgeldjagd? Pff. Ich freue mich, warum der Zauberer uns so viel Hintergrundinfos verrät. Alles Lüge, oder wo bin ich ziemlich überzeugt. Vielleicht können wir, wenn wir rausfinden, warum sie den Mann haben wollen, noch ein bisschen mehr rausschlagen. Das sehe ich genauso, Korgan. Und wir gehen jetzt erstmal wieder zurück. Und wir haben noch mehr als genug anderes Zeug zu erledigen, um ganz ehrlich zu sein. Aber, Ist schon geschehen. jetzt nachdem sich das mit dem Blablabla-Schein beschäftigt zu sein erledigt hat, sollte ich definitiv auch mal wirklich nochmal beim Tempelviertel reinschauen, dass wir noch die Aufgabe von Helms Lloyd übertragen kriegen. Boah, ich mag die Musik total. Ich mag die total. Wenn das Sache was ihr wollt. So, alle reingewurschtelt. Und jetzt sind wir mit dem hohen, heiligen Schlag mich tot Retter. Enttäuscht niemals das Vertrauen anderer. Ihr seid noch rechtzeitig Kummer. Ich muss zunächst gestehen, dass ich euren Ruf kenne, aber das tut jetzt nichts zur Sache. Ihr werdet noch eure Dienste beurteilt werden. Eine Aufgabe wird trügerecht sei, aber ihr scheint mir dafür geeignet. Erfüllt sie gut und ihr werdet belohnt. Zeigt Zeichen von Verrat und sie wird gesehen werden. Nun zur Aufgabe. Habt ihr denn nah auf der Straße gehört? Wenn's wahr ist, was er sagt, wird er durch ihr empfindliches Gleichgewicht gestört. Eine neue Macht wird nur der bisherige Weg der Dinge stören. Was für ein Kult es auch immer sein mag, den er da preist. Wenn er lügt, kann er nur dazu dienen, diejenigen zu verletzen, die ihm folgen. Was weiß Trophy? Ich will keinen legitimen Glaube verärgern. Nix deit aufs Aufkommen von einer neuen Gottheit hier. Es wäre unmöglich, selbst vor dem großen Wächter wie Helm zu verbergen. Was nach Uxie ist das Schicksal von denen, die im neuen Kult folgten. Wir haben einige jüngste Anhänger verloren und um die müssen wir uns kümmern. Ja, habt ihr genaue Infos?
Er mit der allsehenden Aare muss über den Kult Bescheid wissen. Die Blindheit, die er befürwortet, ist ein U-Ding für Helm. Wir wollen, dass er die Vorkommnisse untersuchen. Der Wachsame weiß, dass sich der Kult in der Nähe und unter der Erde befindet, aber wir können nicht jenseits von der Kanäle gucken. Ihr müsst euch dort einschleichen, sei es als Freund oder als Eroberer. Ihr müsst den Schmutz von der Kanäle erdulden, um den Schmutz vom Kult zu finden. Sie werden sich nicht zwischen der Röhre verstecken, daher muss es weiterführen in die Passage geben. Ich mag eine Belohnung haben. Wie sieht's denn dort damit aus? Es wird eine Belohnung geben, aber froh nicht schon jetzt noch. Ihr werden belohnt werden, wenn die Zeit reif ist. Also wohl nie. Okay, ich wäre aber ausgesprochen gehalten, wenn es herausstellt, dass ihr lügen. Mögt der große Wächter Helm über euch leuchten. Ihr könnt hier noch Bedarf Heilung und Hilfsmittel suchen. Sprechen mit dem Akulete und ihr werdet bedient. Unsere Ressourcen sind im Augenblick mager, aber einer von unseren besten Leiter erwartet euch in den Kanäle. Sucht Keldorn, damit er mit euch dient. Möge Helm euch alle leiten. Ja, ich weiß von Sir Keldorn, aber ich bezweifle nicht, dass er den Kult von sich aus untersucht. Er ist ein erfahrener Paladin vom Orde, ein guter Krieger, wenn auch ein bisschen arrogant und übertrieben fromm. Als ob's noch so einer von euch eine Gruppe Gebrauche kennt. Lass uns mal um den Paladin kennen, einen großen Bogen machen, das tät ich sage. Ihr seid so weit unter meiner Würde, dass ich in solche Bemerkungen nicht mal wahrnehme. Wiederholt er sie jedoch, werde ich anders reagiere. Müssen wir für den Tempel von Narre-Aufträge erledigen, Abdel Adrian, wenn die Revin die Stadt, deren Stadt der Scheußlichkeit verehren und die Aare ausstechen wollen, dann kann uns das doch egal sein, oder? Ja, aber Vikonia, es geht um Erfahrungspunkte, es geht um Erfahrungspunkte. Gute Idee, das mir zu übertragen. Gut, jetzt haben wir das alles erledigt. Jetzt können wir auch wieder zurück zum Hafenviertel, wo wir auch wieder ein bisschen mehr Erwert vor uns hin. So. Das heißt, wir können jetzt erstmal zu Valigas Haus Komm, der Rede wert. und können da nochmal nachfragen. Dann haben wir unten nochmal die Galvaries, ja, die Hafnerfeste. Da müssen wir auch noch den Klotzkerl da abliefern. Also wir haben auf jeden Fall mal wieder genug zu tun. Wo sind sie dann? Da kommen sie schon. Alle hopp. Allesamt rein mit euch. Und dann gucken wir mal, wer da ist. Das soll ich vorher nochmal speichern. So. Da ist nämlich der Das Herwo. bringt was. Ja, kann ich euch helfen? Ihr seid kein Freund von Meister, oder? Nicht unbedingt ein Freund. Ich suche nur Walliger und tät gerne ein paar frohe Steller. Ach, immer mehr Leid suchen auch Meister Cortalla, ne? Ich sag dann einer von den schrecklichen Magier, oder? Ich suchte Walliger in ihrem Auftrag. Da wäre ich Kenny von eure Frohe beantworte. Die ganze Sache ist wirklich furchtbar. Ich habe nie dran gedacht, etwas Schlimmes über die Ich habe nie etwas Schlimmes über die verhüllte Magier gedacht. Ihr seid ein armer Meister oder was arge dahin? Sind sie nur Magier da? Die Tortur mit einem Magier war nur noch schrecklich. Die sind vor 2 Wochen hierher gekommen, haben verlangt, den Meister Cortalla zu sehen. Ich hab vor Angst geschlottert. Ich hab's im obersten Stockwerk gehört. Sie haben verlangt, dass der Meister etwas tun sollte, aber er hat sich geweigert. Ich erinnere mich, dass der arme Meister Cortalla so erregt war, dass er gebrüllt hat. Ja, das hat er. Dann ein lautes Geräusch, die haben gekämpft. Ich bin in Panik geraten, als die beiden Magier die Treppe runtergekommen sind. Alle, sie haben gesagt, Walliger hätte gemordet und er müsste dafür bezahlen. Meister Cortalla war ihnen entkummert, die Magier hätten befohlen, nichts weiter zu sagen, aber ich war so vor Sorge so verzweifelt. Glauben, das geht dem Meister gut? Der scheint in große Fahrt zu sein. Jetzt sag mal doch mal, wo hier ergangen sei kennt. Das gibt mal Rätsel auf. Ich erinnere mich, dass die Familie etwas Land in der Uma-Hügel besessen hat. Vielleicht ist der Meister dort hingegangen. Hilft euch das? Ja, mag sein, danke. Natürlich, ihr seid willkommen, gute Geschäfte und einen schönen Tag. Ja? Dankeschön. Jetzt plündere ich erstmal die Bude. Also man findet auch mal als im Gespräch nochmal irgendwelche schöne Sachen raus. Da muss man die Leute nicht unbedingt bedrohen. Und ich finde, gerade für einen Meuchler ist das eigentlich auch nicht schlecht, der nicht die ganze Zeit so rumpöbelt und eventuell nur Leute attackiert, sondern ach so ein... Huch, habe ich das jetzt gar nicht aufgenommen? Und ich finde, ach so ein Meuchler kann wohl durchaus... relativ subtil vorgehe. Ich meine, er ist jetzt nicht völlig beknackt. Er hat, wie viel hat er dann? Ja, 14 Intelligenz. Ich glaube, damit ist er noch der cleverste von der Bande, oder? Ja, Korgan ist nicht der klügste. Der ist noch dümmer. Okay, Vikonia ist die cleverste von der Bande, aber Abdel Adrian ist auf jeden Fall kein Depp mit 14 Intelligenz.
Okay, da ist was verschlossen. Gucken wir uns erstmal noch Falle um hier in dem Lader. Nicht, dass wir irgendwas auf die Dates kriegen. Das wäre jetzt nicht so schön. Aber es scheint gefahrlos zu sein. Da haben wir da noch was. Das ist ein Steuerbescheid von einem gewissen Walliger Cortalla. Dort drin werden Besitztümer ein Art-Katla und eine Hütte in der Uma-Hügel aufgeführt. Alle hopp. Schön die Sache. Das hätte man nämlich auch so noch rausgefunden. Wenn wir das im Gespräch nicht rauskriegt hätten und den armen Mann fertig gemacht hätten, hätten wir es hier rausgefunden und so hätte sich unser Kart aktualisiert. Das heißt theoretisch, wir können den Schampel hier eigentlich wieder zurücklecken. Südela. Und dann. Sagt mir, wenn es denn sein muss. So, dann geht's weiter. Ich mag jetzt erstmal die Sache mit Meva zu Ende bringen, bevor ich jetzt zwischendurch einfach die Hafner noch erledige. Ich mag vor allem einfach Edwin in meiner Truppe jetzt erstmal haben. Ich will meinen Magier endlich. Und deswegen lasse ich jetzt einmal die Sache sein mit der Hafner. Das können wir noch früh genug erledigen, wenn es soweit ist. Und den Kadaver jetzt auch einen Tag länger mit sich rumzuschleppen, ist jetzt auch nicht so wild, den ich mal sage. Alle hopp. Da sind sie wieder alle angewatschelt. Und rein mit euch. Jetzt sind wir wieder in der Gilde. Da können wir ein bisschen Zeichner verkaufen. Beim Gorge. Willkommen in meinem bescheidenen Reich. Ja, yeah, wir können in meine bescheidene Reich. Alles klar. Da haben wir noch Kruscht. Der kann weg. Kann alles weg, der Schampel. Zack, zack, zack. Alles Müll. Perle, ja, Diamant lassen wir mal einer vorsichtshalber drin. Man weiß ja nie. Perle, ja, brauchen wir derzeit nicht. Und da ist noch ein Smaragd und Spitzbube-Stell drin. Den lassen wir mal sein. Weil der Spitzbube-Stell könnte man später im Spielverlauf noch gebrauchen, wenn was geschmiedet wird. Was haben wir da noch verzeichnet dabei? Okay, das ist auf jeden Fall Quark, das können wir verkaufen, das können wir verkaufen, das ach und das. Denn ach, denn und das ach. Jawohl, 2600 haben wir dafür wieder gekriegt. Ist da noch irgendwas, was wir... Ja, das brauchen wir nicht und ja, der Rest draußen können wir auf jeden Fall auch nochmal vertickern. So, Kältekegel behalten wir. Das behalten wir vielleicht auch nochmal. Kalte Hand kann fort. Hast lassen wir einmal. Berührung eines Ghouls kann fort. Und der Rest ist eigentlich Murks. Dann können wir verkaufen. Und bei ihr haben wir auch jede Menge Zeug zum Verkaufen. Sehr schön. Die Spinne kann auch weg. Das ist eigentlich auch Quark. Gegengift lassen wir erst einmal. Und sonst nö. Gut, wunderbar. Da haben wir jetzt auch erstmal unser Inventar mal wieder auf aktuelle Stand gebracht. Und hopp, und die 3 behalten wir. Das lassen wir erstmal da, weil manchmal sind die Leute vergift. Und man hat nicht unbedingt immer so ein Gift verlangsamen Zauber parat. Der Korgan ist ganz außen rum geschlappt. Södela, rein mit uns. Dann kann ich jetzt das dappige Ding abnehmen. Ich hoffe, das bringt Und was. gehen wir wieder zu meinem Lieblingsmensch. Also Meva ist einer von den unsympathischsten Leuten hier definitiv im ganzen Spiel, wie ich finde. Natürlich, Meva scheint beschäftigt zu sein. Also hot's mich irgendwie das Spiel. So, wir laden noch einmal. Quick Save. Hot's mich irgendwie das Spiel. Irgendwie mag's mich halt nicht. Noch einmal. Komm schon. Zack. Ich hoffe, das bringt was. Endlich sind wir zurück. Ich werde meinen Befehl, euch umzubringen, zurückziehen. Ah, was ein Arschloch. Ihr habt ein paar Fähigkeiten, die uns nützlich sein könnten. Lass mich mal einen Blick aufs Amulett werfen. Das ist mir Rätsel, wie sie mit einem Servierteller um den Hals überhaupt laufen können. Ich will zum anderen Mülllecker, der noch Kalim Shan geht. Das ist ein sehr großer Hafen im südlichen Teil von der Schwertküste. Sie bevorzugen dort große Schmuckstücke, habe ich gehört. 29.500 Erfahrungspunkte auch noch, nicht schlecht. So, jetzt wollen wir zur wirklichen Arbeit übergehen. Ich habe keine Zeit, mich mit euch rumzuschlagen, aber meine rechte Hand wird euch beschäftigen, bis ihr für mich persönlich arbeiten könnt. Sein Name ist Edwin, verdammt gut im Aussprechen von Verwünschungen und Zaubersprüche, aber er liebt den Luxus. Passiert normalerweise Abenteurer, die es unterwegs sei, hassen. Er ist ein 2. Stück über uns. Gehen schon. Scheiß Kerl. Also nee, der ist wirklich ein richtiges Arschloch. So richtig selbstgefällig. Der holt sich einer auf seine Position hier runter. Ist schon Und, geschehen. oh nee, der ist mir total zuwider, der Typ.
das ist so ein richtiges Arschloch, der sich hier für the King of the Wappel hält und der eigentlich nur andere Leute stürzen will. Und Ich bin dabei. meiner Meinung nach einen wirklich Hirn im Schädel hat. So, und alle wieder gesammelt, also hoch. Und da ist unser Magier. Wenn es denn sein muss, seid mir gegrüßt. Ich bin Edwin Odysseron. Da ihr offenbar eher Gesellen des einfachen Gemüts seid, dürft ihr mich auch als Sir ansprechen, damit eure Zunge nicht über die etwas komplexen Silben meines Nachnamens stolpert. Ach Gott, ich arbeite eher in Unrat und Dreck, als mit der roten Geißel zusammenzuarbeiten. Ja, es ist ein roter Magier von Tai. Die sind durchaus sehr arrogant und bösartig. Ich erinnere mich an euch, Edwin, wenn ich mich recht entsinne, solltet ihr eigentlich tot sein, weil der kommt auch in Baldur's Gate Ends vor. Der Tod ist häufig nicht mehr als eine momentane Unlässlichkeit für jemanden wie mich. Mein größter Auftrag ist so wichtig, als dass ich mich durch Einfallspinsel ablenken lassen würde. Die Vergangenheit zählt nicht. Die Gesellschaft, in der ihr euch zurzeit befindet, verringert euren Nutzen. Doch egal, ich werde diese Transaktion so schnell und unblutig wie möglich über die Bühne bringen. Hört mir zu. Es scheint, dass meine Fähigkeiten als Magier die Aufmerksamkeit der verölten Magier geweckt hat. Ich bin mir sicher, dass sie neidisch sind, obwohl ihre Handlungen nicht als angemessene Anerkennung gewertet werden können. Sie haben einen Agenten geschickt, der meine Aktivitäten untersuchen soll. So etwas schätze ich überhaupt nicht. Diese Beleidigung muss mit der Ermordung des verölten Agenten bestraft werden. Er ist Rayik Gedras. Sein Haus ist ein graues, dreistöckiges Gebäude hinter einem Zaun entlang der westlichen Mauern des Affenviertels. Wenn er zu Hause ist, steht seine Tür offen. Wenn ihr Rayik Gedras findet, tötet ihn. Befragt ihn vorher, wenn es euch gefällt. Jeder Hinweis auf die verölten Magier kann nützlich sein. Ein wenig Folter könnt ihr ihn gesprächiger machen. Ja, sieht's als erledigt da. Gut, dann lungert nicht länger herum, macht euch an die Arbeit. Diese Faulpelze zu motivieren, nicht so schwer wie Zähne zu ziehen. Also das, was bei ihm in Klammern ist immer so etwas, was er entweder denkt oder so vor sich hin murmelt. Rayik Gedras Haus. Ja, der ist offen. Die Idee, das mir zu übertragen. Das heißt, der Kerl ist in der Haus und dann können wir uns jetzt kümmern. Huch! Was geht dann hier ab? Haraishan, was machst du da? Und Schattendieb und Haraishan. Okay. Gucken wir da erstmal zu. Ja, 2 Stufen verloren hat der arme Schattendieb, 4 insgesamt. Nee, das dürft ihr jetzt noch nicht sehen. Ihr habt euch noch eine verkehrte Zeit entschieden. Gehorchen, wenn die Zeit kommt, gehorcht ihr, der werdet ebenso sterben wie die Diebe. So will's die Herrin. Ihr droht mir? Ich bin nicht so leicht umzubringen wie die ihr gerade umgebracht habt. Wie sie selbst, die Herrin zählt drauf. Geht und vergesst, was ihr gesehen habt. Okay. Die ist jetzt gerade als Fledermaus fortgeflogen. Eine Perlenkette gibt's noch. Sehr schön. Und ein paar Zaubersprüche. Naja, Leiche flattern muss einfach sein. Okay, das zeige ich. Kann erstmal wieder zu ihm. Das können wir dann nochmal hier unterbringen. Na, komm schon. Schwarzer Opal und Wasser. Ups, das war jetzt auch nicht so gut. Hoppala, schwarzer Opal hier wieder rein, Wasseropal genauso, 173 und da ist noch eine Schriftrolle und hier ist noch was. Nachricht. Proklamation an alle Gildenmitglieder. Das Schattenkonzil höchstpersönlich hat befohlen, dass alle Zweigstellen gegenüber der Meuchelmörder-Gilde, die es wagt, unsere Mitglieder abspenstig zu machen, äußerst wachsam sein sollten. Der Lockruf klingender Münzen wird von der gegnerischen Gilde nur als Köder eingesetzt. Wir nehmen an, dass all jene, die wirklich zum Feind übergelaufen sind, ein blutiges Ende gefunden haben. Keine Gilde ist in der Lage, die Schattendiebe zu übertreffen. Jeder, der das behauptet, muss daher finstere Motive haben. Das ist als Warnung zu verstehen. Die Kosten des Verrats sind hoch. Ja, also hier geht's anscheinend echt gut ab in dem Gildekrieg. Aber noch sind wir doch nicht reingezogen. Das kommt noch. Das kommt wirklich noch, so viel kann ich versprechen. Achso, Vikonia hat hier für uns gesprochen. Okay, müssen wir auch immer mal wieder drauf achten. So, jetzt gehen wir nochmal hier rein, aber vorher gibt es ein Quick Save. Und hua. So. Huch, was ist denn hier los? Feuermephid, Igitt. Jalkales? Lauter eklige Viecher. Das heißt, wir sollten uns hier schnellstmöglich um die Biester kümmern. Magma Mephid, du gehst auf den. Du gehst auf den. Und Anomen, ja, machen wir den Eismephid platt. Okay. Gut, der ist schon kaputt.
Korgan hat auch noch jemand vor sich. Gott. Sehr schön. Okay, Korgan hat sein Vieh auch schon gekillt. Gott, das ist auch kaputt. Jetzt nur noch das hier. Ekelhafte Viecher. Ja? So, du suchst noch weiter noch Faller, weil ich mag hier auf jeden Fall Stibitze, was möglich ist. Also der Magier kann sie ja auch nicht mehr alle haben, wenn er hier lauter Mephite rumfliegen lässt, die eigentlich kleine Teufel sind. Das kann ja auch nicht sein. Fluch der Schwäche. Okay, das ist wieder so ein Dappschädel-Bauernfänger. Das war jetzt auch unnötig, glaube ich, dass ich das identifiziert habe. Ah, da ist doch was Praktisches. Schutz vor magischer Energie. Das können wir auf jeden Fall für der Edwin aufsparen. Sag mir, was zu tun ist. Dann Ist schon geschehen. werden wir hier nochmal speichern, weil da over geht jetzt richtig die Party ab. Also hoch mit uns. Und hier kommen jetzt Steingolems. Da geht die Luzi richtig ab. So, du versteckst dich. Oh, scheiße, auf Vikonia haben sie es abgesehen. Vikonia fort. Du gehst hin und attackierst den wieste Golem. Attackierst den wieste Golem von hinten. Vikonia attackiert mit. Hat Abdel Adrian getroffen? Nee, Fehlschlag. Scheiße, also das hat nichts gebracht. Okay, dann allesamt auf den Stählgolem. Okay, das hat dann erwischt. 8000 Erfahrungspunkte bringt er. Also er ist auf jeden Fall Auf euren Befehl. recht hart die Nummer. Gott, ach, der ist gekillt. Sehr gut. Die scheinen aber noch nicht auf einem so hohen Level zu sein, die Biester, dass sie... So. Die scheinen nicht auf so einem hohen Level zu sein, dass sie sich selber beschleunigen. Das wäre noch ziemlich heftig gewesen, wenn dem so wäre. Okay, da ist nix an Falle mehr. Das nennen Sie Zivilisation. Verdammte, verfluchte Menschen. Komm, der Rede wert. Immer wieder reizend mit ihr, Korgan. Und ich jetzt sage ihr liebe Leid, an der Stelle mache ich meinen Cut und wir sehen uns morgen wieder zu Let's Play Baldur's Gate 2 Schatten von Am auf Pelzig. Also machen's gut und bis morgen. Euer Yankee.